Gesplittert nochmal. Kannst du dir vorstellen, was ich mir für Sorgen gemacht habe? Was hast du dabei? Dann bitte nicht böse sein. Junboss hat doch gar nichts getan. Und damit willkommen zurück zu The Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nach dem Feuertempel. Ist gut, Tokachin. Er hat dir recht. Ich habe allen einen riesen Ärger beschert. Wenn man darüber nachgedacht hätte, was ich eigentlich tue, dann... Und du wolltest Goron doch nur wieder so machen, wie es früher war. Und das hast du auch. Du bist der Held von ganz Goronia, weil du die Junobar gegründet hast. Und jetzt erst recht. Ach, danke ihr beiden. Und auch dir vielen Dank, Link. Nur dank dir ist die Schlemmstein-Krise zu Ende und die Goronen in unserer Stadt können wieder lächeln. Ja, hierzu noch ein ganz kurzer Hinweis, Leute. Diese Schlemmsteine, diese roten Steine, die ja die Goronen sehr gerne fressen. Also vor allem da, ich sage jetzt mal, die normal Erwachsenen, nicht die Alten und die ganz Jungen, weil die können sie nicht, weil es ein bisschen zu hart ist. Ja, diese Schlemmsteine können wir irgendwie nicht direkt, also wir können sie schon mit dem Ultrahand und so mitnehmen. Und dementsprechend natürlich auch mit der Ultrahand oder mit anderen Fähigkeiten irgendwie auch synchronisieren, also beziehungsweise mit Waffen verbinden und so, das geht alles. Aber wir können sie nicht selber irgendwie im Inventar verstauen. Und es ist ja so, wenn man den Feuertempel gemacht hat, dann verschwinden die ganzen Schlemmsteine. Sprich, wer Wert darauf legt, die Schlemmsteine dann noch irgendwo in so einer Waffe oder so einem Schild befestigt zu haben, und auch eine Lanze vielleicht oder irgendwie sowas in der Art, der soll das vielleicht vorher machen, weil ich glaube, nach dem Feuertempel hast du keine Chance mehr, das zu machen. Wenn die Maske nicht zerstört hättest, dann... Ach, ich will überhaupt nicht daran denken, Mann. Prinzessin Zelda war hoffentlich nicht allzu böse, weil die Maske nun kaputt ist, oder? Stell dir vor, am Ende haben wir sie überhaupt nicht getroffen. Mann, die Sache war so seltsam, muss darüber nachdenken, sah es so aus, als... Ja, es sah so aus, als sich die Prinzessin freiwillig in das Felsmonster hineinbegeben. Es war ja nicht Zelda, es war eine Ausgeburt von Ganondorf, sei es nun ein Phantom Ganon oder sei es sonst ein Miasma-Konstrukt. Wobei eine gewisse Persönlichkeit muss sie gehabt haben, denn sie hatte laut Junobo mal mit ihm gequatscht und so. Also insofern glaube ich eher an eine Art von Phantom Ganon tatsächlich. Als alles überstanden war, haben wir sie nirgendwo mehr gesehen. Hey, Junoboss. Dass eine andere Prinzessin Zelda war, eine die böse ist? Hä? Was soll das denn heißen? Ja, das klingt so, als ob die Prinzessin, der ihr gefolgt sind, in Wirklichkeit das Steinmonster war. Hä? Wobei, wenn ich so zurückdenke, die Person, die man Ahne als die weise Zeit bezeichnet hat, sie bat um Hilfe für Link, dem Recken mit dem Schwert. Und wie sie aussah, das war ganz klar Prinzessin Zelda. Ich verstehe es nicht ganz, sie ist die Prinzessin, die längst vergangene Zeit verschlagen hat. Aber eins steht fest, die Zelda, die wir gesehen haben, war eine unverschämte Betrügerin, gar kein Zweifel. Und abgesehen davon, dass Link ja mittlerweile die ganze Geschichte kennt, ne? Also er könnte die Leute mal ein bisschen informieren und aufklären, was eigentlich alles geschah. In der Junobau werde ich dafür sorgen, dass es um die ganze Stadt herum Ausschau nach Spuren der Prinzessin gehalten wird. Und du und ich, wir sind jetzt ein Team, wo wir nur zusammen sind oder uns viele Meilen trennen. Ich habe die Sache im Griff, Partner, versprochen. Der Schwur von Junobo, dem Weisen des Feuers. Zeichen des Paktes mit Junobo, dem Weisen des Feuers. Ruf damit den Geist von Junobo herbei oder entlasse ihn. Du kannst deinen Freunden gerne helfen, aber wehe, du schürfst nochmal solche fiesen Felsen. Klar, kleiner Junobos. Junobos. Da muss er selber lachen. Sag mal, Link. Du warst schon im Dorf der Orni bei den Zuras und sogar unten in Geruder... Ach, das weiß er plötzlich, wa? Ist klar. Die ganze Zeit sonst kann Link nicht das Maul aufmachen oder Leute über ihn was informieren, aber darüber weiß er Bescheid. Also ganz sicher alle möglichen interessanten Sachen herausgefunden, habe ich recht? Da schaust du nicht mal bei Pura vorbei und berichtet sie alles. Sie sind sicher schon auf glühenden Kohlen. Ja gut, hätten wir zum Beispiel die Zoo aus dem Schluss gemacht, hätte halt Sidon uns das gesagt und demzufolge halt auch die anderen, wa? Ich soll sehen, hä? Das sind die 4 Regionen. Okay, das war soweit klar. Nach Kampur später eine Erklärung dafür finden. Ja, Freunde. Die 4 Tempel sind gemacht, die 4 Regionen. Natürlich haben wir, wie man so schön auch sehen kann, noch ein paar Sidequests. Sieht man es nicht mehr? Doch. Haben hier noch ein paar Sidequests zu tun, natürlich überall noch, da ist ganz klar. Oh, Diamantenkaffe. 1000 pro Stück. Junge. Ganz schön teuer, Kumpel.
Aber gut, andererseits kann ich hier Diamanten kaufen. Das ist ja eigentlich auch cool. Ach ja. Ja, jetzt wird es natürlich eigentlich darum gehen, dass wir uns um die Sidequests hier kümmern, ne, die wir jetzt alle hier machen könnten. Ich sag jetzt mal können, in Anführungszeichen. Natürlich geht es auch noch darum, dass wir haben ganz viele andere Sidequests. Ne? Das heißt, zum Beispiel auch in Nakala gibt es noch ein paar Dinge zu tun. Bei den Zoras haben wir soweit alles gemacht. Es gibt auch noch im Inneren Hai wohl noch ein paar Dinge. Gerudo-Stab, bei den Orne gibt es noch einiges zu tun. Ja, darum wird es auch in der nächsten Folge ein bisschen drehen. Nicht komplett, das stimmt auch. Ich muss mir ehrlich gesagt ein bisschen Gedanken darüber machen. Oder vielleicht auch eher wieder mal ein bisschen Untergrund gehen. Himmel oder ein bisschen was machen. Ich hätte es ehrlich gesagt für diese und nächste Folge gedacht, dass wir ein bisschen Schreine machen. Auch die im Himmel unter anderem auch noch, weil ich habe da eine Theorie bezüglich den Kugeln, die ich gerne mal testen würde hier. Oder vielleicht noch irgendwas drin ist. Und ja, eben, es gibt da noch einiges zu tun hier. Nö, lass mal drin, ne? Wir aktivieren mal alle. Die 4 Weißen, sehr schön. Was mir seltsam ist, hier von der Reihe her, das hat ja 5 Items Platz. 5 Weiße kann es nicht geben. Ja gut, theoretisch natürlich noch die Schwester von Rauru. Aber die ist bei uns im Pura-Pet drin, also vermutlich taucht er erst dann im Endkampf gegen Ganondorf auf. Das kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ah ja, muss in die Waffen noch gucken, warte, die wollte ich noch reparieren. So, ansonsten, wenn wir mal sagen, passt das so weiter, ziehen wir uns wieder um. Ich glaube, ich brauche vorerst mal. Können hier nicht erscheinen, ja, okay. Passt für mich soweit. So, gibt natürlich jetzt auch hier wieder viele Dinge zu tun. Material, Alter, wir können die ganzen Steinchen hier, die selben Steinchen hier kaufen. Wobei es auf hier nur 300. Hä? Habe ich nicht mal für viel mehr verkauft? Oh. Kriege ich hier vielleicht einen komplett reparierten, funktionsfähigen Felsspalter? Wäre mal cool. Meister Brohan, bitte lass mich doch einmal versuchen, den Bergsteig anzufertigen. Du wagst es mir so zu kommen, Mann. Obwohl du geschwänzt hast, Mann, du brauchst ja gar nicht mehr zu blicken. Es tut mir leid, Mann. Da brauchst du denn noch Materialien? Und zwar einen Steinspalter, 5 Feuersteine und 3 Diamanten. Hast. Die Seele der Kronen. Okay, jetzt haben wir meine Quest mitgenommen. Ja, Steinspalt ist eine gute Frage. Wo kriege ich den? Obwohl. Einen hätte ich ja. Ich kann einfach das Ding dran machen und gut ist. So ein Felsspalter ist schon eine Waffe. Gut, ich meine, ist auch die Waffen da auch noch. Aus Breath of the Wild. Aber generell wäre es natürlich schon eine coole Waffe, die ich gerne auch öfters mitnehmen würde. Ein Feuerstein, 3 Diamanten. Ah, kann ich es auch mit dem Ding dran machen, oder was? Ich meine, ich habe eine Waffe dran synchronisiert, ob das... Spielt es eine Rolle? Ein Taburas im Osten hier ist ein sogenannter Zerleger tätig. Ja, okay. Das machen wir dann natürlich mal. Hier haben wir noch genug. Sehr gut. Okay. Ne, Sidequest ist aktiv, das heißt, wir können dann mal in Geroni noch ein bisschen uns um Sidequest kümmern. Denn ich will, wie gesagt, Schreine machen. Also wohl, das ist immer so eine Sache, wa? Will ich machen? Müssen wir es machen? Naja. Aber erstmal geht es darum, noch die Waffen zu reparieren. Und das machen wir mit dem Fels-Octorox hier, ne? Da lacht das Herz. Und was ich eigentlich auch noch machen könnte, ist wieder zu einer Statue. Da könnte ein Hylia zu gehen. Ah, da muss ich wieder da rein, ne? Stimmt, da war ja was. Moment. Mit Macht des Schwurs kannst du jetzt in Umos Geist zur Hilfe rufen. Und alle anderen auch. Stimmt, hier war das Ding noch, ne? Okay. Ich entlasse alle mal wieder, weil ich habe sonst Angst, dass mir irgendwie die Gegner kaputt machen. Also Blutmond war ja gerade, das heißt, wenn ich jetzt hier die Waffe ablege,
müssen sie mir wieder mit Buff und so ja zurückspucken. Und repariert vor allem. Ja. Aber bekommen, jetzt ist halt weiter was neue Fähigkeit drin. Ja, aber anders gefällt es eine andere Sache. Und noch das Ding, ich glaube, ich mache jetzt noch das und das drauf. Wir haben hier noch ein paar von denen. Aua. Einmal. So, ich habe hier überall auf der Karte markiert, dass es noch welche gibt. Davon muss der nächste sein, glaube ich sogar. Da oben. Seltsam. Die haben noch einer. Haben wir noch ein bisschen zurück hier. Wow, ein einzelner Rubin. Krass geil. Okay, schnell mal da durchlaufen. Genau, ich will dann kurz meine bisherigen Lichter, also Segenslichter, die wir haben, plus noch ein paar Herzcontainer eintauschen in Ausdauercontainer, damit wir die endlich mal voll haben. Da gibt es so viele Viecher, die ich einsammeln könnte. Warte mal. Kann man hier mal im Giga-Outfit entlang latschen? Ich habe einen Schleicheffekt drauf. Lustigerweise ja, ja, Giga. Ne, meine Shiga wollte ich eigentlich sagen. Dass Giga und Shiga denselben Effekt drauf haben, ne? Na, da ist noch einer. Okay. Das wäre ein bisschen schwierig, weil es zu weit weg war. Da hat jetzt gerade meine Waffe zerstört, ernsthaft. Also ja, hat er und nein, akzeptiere ich so nicht. Sorry dafür, aber so dumm bin ich jetzt auch nicht. Ne? Also einfach sagen, ja, du zerstörst einfach meine Waffe, ist doch egal. Klar, sie war ja schon schwer angeschlagen und so, das ist ja auch klar, aber trotzdem, sowas, nee. Sowas gibt's bei mir nicht. Trotzdem nochmal ganz kurz hier switchen, ja komm. Ach Kinder, ich hasse euch. In solchen Situationen, ja, da hasse ich die Weisen. Okay, jetzt wird keine Viecher hier. So, jetzt muss ich doch wieder die andere Waffe hier nehmen, weil die ist wichtig. Also die repariert, die andere ist eigentlich nur so ein persönliches Gusto, weil man sagt, ja, warum nicht? Ah, super.
Mehr Haltbarkeit drauf. Das lobe ich mir, das ist geil. Hä? So. Paar Vögelein. Ist war noch mal einer? Könnte sein, wa? Die sind hier überall tatsächlich. Ne, hier ist mal keiner. Das sind ein paar Monster, sind mir gerade egal, weil die kosten mir ja eh nur wieder Materialien quasi. So, aber da drin ist ja etwas, ja? Und das heißt, ich muss hier noch ganz dringend rein. Natürlich mit dem Feuerschutz. Trotzdem noch gerne noch ein bisschen Deckung. So. Ein Kristall muss ja auch drin sein. Weil er zeigt bis hierhin, das heißt, er muss hier drin sein. Also, Waffentasche ist voll. Ja, das macht irgendwie auch Sinn. Ja, Zeit für ein bisschen Action. Einerseits, nein, kaum die Novo vor allem. Okay, Materialien sind weg. Toll, hat einfach zerstört, der Trottel. Oh, ich sehe schon, das Problem ist da drüben. Das wird lustig. Eine Lorenfahrt, die ist lustig. Eine Lorenfahrt, die ist schön. Lalalalalala. Ja, da hinten wird das Vieh sein. Okay, machen wir später. Das sind Schmerzen, wa? Oh, muss vielleicht hier nachher ein Ding anziehen, war wegen Feuergefahr. Sonst aber den Set-Bonus nicht drauf. Sind die gerade auf Ignobo? Krass. Welche Waffe soll es sein? Zweihänder, die Sorte. Ich kann natürlich auch den nehmen, nachher zerbricht er mal nach, da wäre auch doof. Okay. So schnell kann es gehen, Freunde. Materialien gibt es ja gute. Kann man nicht meckern. So eine Hex ein Herz von dem. Sind die auch nochmal fotografieren oder so? Nee, wa? Ein pulsierendes Feuerherz. Tja. Tja.
Dann kannst du theoretisch hier dran oder hier dran, wäre eine Variante, schmeißen, nachher auf eine andere Waffe draufpacken. Dann kommt neben dem Königszweihänder, vor allem wenn der mehr Ausdauer hat, dann passt das. So. Da machen wir das Ding noch. Also im Prinzip natürlich die Höhle hier auch markieren, wa? Nur ist halt die Frage, schnalle ich das noch, wenn ich sage, in der Höhle drin? Obwohl, doch, warte mal. Mach's so. Gut, das Ding nachher hier drauf, für den Rückweg quasi. Den wir vorne dran machen oder so, ist ja gar kein Thema. So. Besser jetzt? Ja, viel besser. Aber das ist halt auch cool, ne? Also dann direkt auch... Nur wo dann direkt auch auf der Ding bleibt, damit der... Zack, mit dem Wagen, mit der Lore direkt mitfährt. Das ist auch sehr, sehr praktisch. Ne, Moment. Falsche Waffe. Und noch das Mayu Sigma Ding. Ching Ching. 8 Stück. 10 Stück wollte ich, war, bis er wieder zurück zum anderen Typen gehe. Und wir hoffen, das letzte Teil vom Set zu holen. So. Also ja, rein materialmäßig kannst du nicht meckern. Da hat die Höhle durchaus was zu bieten, auch wenn es natürlich eine relativ kleine Höhle ist. Aber mehr braucht man ja auch nicht. Oh. Entschuldigung. Master-Schwert. Du, 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 du. Na komm, gleich haben wir dich. Gleich haben wir es und holen uns natürlich einmal Raurus Segen ab. Da hinten noch. Dir den Darbringen des Kristalls schenken wir ein Licht. Ja, möge mir ein Licht aufgehen, wa? Schrein des Todeskraters, also so ein Teil. Ich wollte gerne so mal schätzen, dass wir jetzt so ungefähr knapp so 10 Folgen machen mit so reinen Sidequests. Also als haben wir gesagt, so 1, 2 Folgen sicher mal Schreine. Nachher so generell mal Sidequests, aber die wir noch so in Nakala und so Regionen herum haben. Vielleicht dann noch mit der Monsterwehr, die ist dann auch unterwegs. Wäre dann eine gute Idee, bevor wir uns dann zurück zu Pura begeben. Und gucken, was sie uns zu sagen hat. Wenn ich dann direkt schon zu Gandalf gehen würde, weil wir natürlich erst noch die Sidequests dann Gebiete machen, plus müssen auch noch mehr Untergrund machen, also dann die Koga-Sache. Die fehlt auch noch. 10 Segenslichter sollen es sein. Möge es dir Kraft schenken. Aber Kraft schenken. Ich glaube, wir verpieseln uns mal kurz Richtung Himmel. So, Himmel, Himmel. Was für ein Himmel?
den Schrein, der dürfte ein bisschen anspruchsvoller sein. Dann haben wir die Dinge noch. Ich mache erstmal den dann auch schnell. An ihnen ist noch diese Kugel, also diese, ja, schwebende Kugelinsel. Und das ist etwas, was ich schon zu Beginn der Folge gesagt habe, was ich gerne mal ausprobieren würde. Quasi eine neue Taktik. Aber erstmal bitte kurz umziehen, Link, weil das Set ist zwar cool, aber es ist auch ein bisschen schwer. So. Wir müssen die ganzen Statuen im Untergrund noch finden, wa? Oh, da ist auch noch so ein Ding. Raurus Segen. Bringt 7 Tage Regen. Das sind mal coole Dinge. Das 11. Segenslicht. Du. Möge es dir Kraft schenken. Das hoffe ich auch. So. Ich glaube, das Ding haben wir schon aktiviert. Das war doch das, damit wieder... Oh nein, wieder fucking Blumen heute Nacht. Da 7 Tage herum, da war wieder zu viele Monster gekillt. Ich weiß nicht genau. Okay, das ist schon aktiviert. Der Kapselspender hier hat irgendwie nichts Vernünftiges, das ich unbedingt brauche, war. Also vernünftig, in Anführungszeichen. Dinge halt ich gerne bräuchten, ist die Kugel, die Sphäre. Die ist da oben, war, da will noch rein. Wenn er so wie das Spiel mir gerade sagt, hey, geh gefälligst so hoch. Ja, versuch's mal, komm. Wenn du bis jetzt, also das letzte Mal eigentlich immer den Gleiter genommen, dann versuch's mal ohne. Ist er da? Wo muss ich hin? Da. Schade. Ja, aber das mache ich jetzt noch schnell. Weil hier oben habe ich eh Ruhe. Dann komm doch, scheiß Blutmond. Doch ein episches Bild, muss ich zugeben. Wenn des Blutmonds Licht. Wobei, ich muss zugeben, wenn ich einen Link stelle und wäre so nah am Mond dran und der wird da so rot leuchten und so, ich glaube jetzt schon ein bisschen Schiss. Wo bin ich denn jetzt? Ah. Das Ding war. Wo ich nach wie vor nicht genau weiß, wie zum Henker. Ich will zum einen das Teil hier steuern und was soll ich hier genau machen? Weil da unten ist natürlich wieder Wasser, also wieder da. Da ist eine Kiste. Da kann auch so ein wilde Weise drin sein oder eine Karte von den Untergrund oder so. Also das will ich dann schon mal holen. Die Frage, wie genau war. Moment. Schnell zurück hierhin. Aber noch. Ah, ein Terror-Medaillon. Perfekt. Weg damit.
Aber da unten nicht mehr. Aber hier baue ich es vielleicht. Da kann ich raus. Okay, ist hier oben irgendetwas? Wir haben das letzte Mal, wo wir hier waren, nichts gesehen, aber... Ich muss doch irgendwas hier hinbringen. Man weiß jetzt so aus, müssen wir eine Kugel hinbringen oder so, aber wie soll ich das machen? Unter der Kugel und so ist auch nichts, wa? Da ist nichts dergleichen. Okay. Dann versuchen wir es nochmal mit der Kugel, weil da war das, was er eigentlich mal erwähnt hatte. Ich das ausprobieren wollte. Weil der hier ist ein bisschen spezieller. Da muss ich mal gucken. Jetzt haben wir mit dem Teleporter gesetzt, kommen wir schneller dahin. Ob da irgendwie etwas noch finde. Ich habe irgendwie nie einen Hinweis dazu, oder? Dass irgendwie was reinplatzieren müsste. Hier sieht es ein bisschen anders aus, bei der Kugel da. Und ja, bei der habe ich eine Idee, was ich machen müsste. Oh, das war zu weit. Also, geht nur so. Okay. Nein! Link! Mein Gott. Ja, wegen diesen Ding, weil ich meine, wenn du was anderes in das Teil rüber schaffen könnte, vielleicht brauche ich das dann dort sogar, aber hier. Ja gut, das war wegen da einen Kugel, war, also wegen dem Dingsbums. Kristall. So, meine Idee war folgende. Ich kann das Teil ja je nachdem, wie ich mich selber bewege und so, kann das Teil ja auch bewegen. Kurz gucken, wie das schon wieder war. So ungefähr. Ist die Öffnung jetzt komplett falsch? Nö, das ist gar nicht mehr so falsch. So, und jetzt war ja irgendwie meine Idee auch. Stimmt das? Tatsächlich. Dass ich so quasi öffnen kann, dann komme ich runter. Ha, klappt sogar, krass. Weil das haben wir ja vor ein paar Folgen mal ausprobiert gehabt, um den Kristall rüberzubringen. Beim Schneiden dachte ich mir von der Folge so, oder beim kurz checken, dachte ich mir so, warum eigentlich nicht? Es ist tatsächlich so. Cool. Okay, haben wir das auch noch. Jetzt die Frage, 34 Minuten, soll ich noch irgendwie großartig einen Schrein machen oder irgendwie vielleicht einen schnellen Schrein noch? Oder das Gefühl aber könnte schnell gehen. Wenn der nächste Folge darum nicht alle noch machen muss. Also alle. Wie gesagt, wir machen natürlich nicht irgendwie noch die restlichen, die gerade noch fehlen oder so, einfach mal so viele, bis ich dann sage, ja, jetzt geht wieder mal für eine Weile. Hauptsache, es kann nacktes Überleben, ist alles gut. Natürlich wäre es am besten, wenn es ein rauer Segen wäre. Ha, Schwein gehabt. Ein Diamant nehme ich auch gerne. Okay, Leute, machen wir es so.
Wir gehen jetzt noch kurz zurück nach... Ja, wohin überhaupt? Ich weiß gar nicht. Agonia vielleicht? Hat sie auch eine Statue? Wir gehen zu uns nach Hause. Eine Variante. Nein, wir gehen nach Ding. Genau, wir gehen kurz nach Taburasa. Wir haben eh noch eine Waffe, also einen Felsspalter. Einen Steinspalter, Entschuldigung. Noch ein 2, genau. Machen wir das dann noch auf die Schnelle. Vor allem will ich aber zur Statue der Göttin. Da ist mir ein großes Anliegen. Tatsächlich, Entschuldigung. Was ich eigentlich auch noch machen möchte, bevor wir dann von der Story her zurück zum Spätposten gehen und mit pur quatschen, ist, dass ich gerne noch die Batterieleiste voll kriegen würde. Das heißt, es fehlen noch 400 von Energieeinheiten insgesamt dafür. Aber 100 haben wir schon mal ungefähr. Ich glaube 300, auch mit den großen Sonanium kriegst du dann doch relativ schnell hin. Vielleicht sogar ein einziger Folge, wenn ich da wirklich gut bin drin. Wir haben mittlerweile gute Spots, wo man irgendwie Sonanium farmen könnte. Also, kann klappen. So, erstmal bitte Ausdauer. Stimmt, der andere, den man umtauschen konnte, das war ja unterhalb vom Ding, war. Am Spähposten war der. Da konntest du ja Herzcontainer gegen Ausdauercontainer und umgekehrt austauschen. Stimmt, erinnere mich. Ich bitte Vertrauen. Das können wir auch noch kurz angucken, was es damit auf sich hat. So. Also, was machst du mit dem Vertrauen? Dann mal als Stärke, mach mal Tulin, weil er war auch der erste, den wir ausgewählt haben. Tiefer Schwur von Tulin, Weise des Windes. Da der Bund nun noch stärker ist, hat die Angriffskraft seines Geistes zugenommen. Ja komm, dann machen wir Junobo. Das sind eh so, sag jetzt mal, die Weise, wo ich das Gefühl habe, ja, da macht es am meisten Sinn. Die sind auch irgendwie am stärksten und am besten, wo man die Fähigkeit nutzen kann. Perfekt. So, was haben wir jetzt hier noch, was noch machen wollte? Ich wollte den wieder entspalten quasi. Das glaube ich auch noch, war. Königsverhändler und Exelfors Breitschwert. Breitschwerter, sonst haben wir genug. Ich kämpfe eh selten damit und ich habe sogar noch ein Sonanium, Großschwert und so. Ja, komm. Machen wir das zweimal, wa? Da zerlegt's dich! Nee, bitte nicht. Das sind nur 4 Donnerblumen oder so. Im Untergrund ja mehr. Oh. Das ist der falsche. Entschuldigung. Plupp. Das Geräusch dabei. Huch, so jetzt aber. Sehr gut, das Ganze noch einmal bitte, Pupunda. Dann den Ding hier noch bitte. Was? Nein! Ja. So jetzt. Blub. Genau, ich sammle einfach mal den Felsen hier auf, kann ja gut gehen. So, Freunde, das war's, wollen wir mal sagen, auch für die Folge. Hier zurück bei Legend of Zelda Tears of the Kingdom. Nächste Folge dann, ich würde sagen, wir gehen kurz nach Goronia, weil ich dann den Steinspalter zum Felsspalter schmieden möchte. Gerne. Finde ich irgendwie ein sehr interessantes Konzept. Dann überlege mir bis dahin vielleicht auch noch, was ich damit mache, mit dieser scheiß Kugel. Das irgendwie hinkriegen soll. Und dann haben wir auch hier oben
eigentlich nicht mehr so viele Schreine tatsächlich, obwohl es noch relativ viele geben soll. Der ganze Himmel soll noch voll sein. Ich glaube, jetzt insgesamt 32 Schreine oder so. Generell. Neben die Kugeln, die wir ab und zu noch haben. Weil jetzt weiß ich ja, worum es ungefähr geht, ne? Es gibt doch noch eine hier. Die hier? Nee. Hier war die. Oder? Sieht zumindest so rund aus. Ja, wir können mal gucken, ob das die Kugel ist und ob es nach demselben Prinzip geht. Wie im anderen. Und hier, naja. Jetzt soll es mal Feen haben, aber irgendwie gefühlt seit 40, 50 Folgen kriege ich gar keine Feen mehr. Kein Plan, was da los ist. Naja, ist auch egal. An der Stelle vielen Dank fürs Zusehen und ja, Schreine etc. Mal gucken, welche wir noch alle machen. So auf die Schnelle, immer helle und wie es dann weitergeht, war. Bis dahin, tschüss. Schon ein krasses Teil.